Ich möchte heute sprechen über das Thema, Christen sind glückliche Menschen. Glücklicher als andere Menschen. Jetzt sagst du, wie kommst du auf diese Botschaft? Ganz, ganz einfach, weil wir wissen, Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, der ist nicht mehr da. Und was suchte der Lebenden bei den Toten? Jesus ist auch vom Grab auferstanden, er ist nicht mehr da. Und diese Botschaft ist für uns eine krasse Hoffnung zu wissen, dass das, was Gott versprochen hatte, schon im Alten Testament, ist ja eine Sache, du sagst, ich verspreche dir, morgen um diese Zeit bin ich da. Aber Gott macht ein Versprechen und ist dann effektiv da. Das heißt, wenn Gott ein Versprechen im Alten Testament, kannst du wissen, wenn Gott einmal etwas sagt, zieht es durch und Gott hat gesagt, ich werde meinen Sohn von den Toten auferwecken und das ist der größte Beweis, dass das Christentum ist kein Fake, sondern the best news ever. Lass uns Gott für das einen Applaus geben. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Aber nichtsdestotrotz, wir beginnen mit unserem Leben. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt dein und mein Leben anschaue, bei meinem Leben, spreche ich jetzt von mir, läuft nicht alles genau so, wie ich das gerne hätte. So, es gibt manchmal Bereiche, wo man vielleicht einen Fehler macht und statt dass man es gut macht, macht man es noch schlimmer. Und ich möchte mit dieser Illustration heute beginnen. Wenn du was Schlimmes machst, dann ruf den richtigen Namen an. Mein Vater war schon immer ein Bastler gewesen. Er arbeitet einfach gern mit seinen Händen. Und er liebt es herauszukriegen, wie man Dinge einfach reparieren kann. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass wir jemals unseren Wagen in die Werkstatt gebracht haben für einen Ölwechsel. Das war eine der vielen Dinge, die er liebte, selber zu machen. Und nach verschiedenen Ölwechseln füllte sich so nach und nach eine Wanne voll mit Restöl. Und wenn die Wanne voll war, dann brachte er sie zum Recyclinghof. Und bis dahin stand sie unter dem Vordach unserer Garage. Meinem Bruder und mir war es strengstens verboten, diese Wanne anzurühren. Daran haben wir uns auch gehalten. Bis auf das eine Mal. Den Tag ging ich so vor mich hin. Plötzlich stoppte ich, ging ein paar Schritte zurück. Und an diesem Tag war wirklich niemand da. Ich kann mich noch so genau daran erinnern, mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich hinunterblickte und mein Spiegelbild in diesen schwarzen Schlamm sah. Ich wusste genau, das, was ich jetzt vorhatte, war nicht richtig. Trotzdem tat ich es. Ich tauchte beide Arme in diesen schwarzen Schlamm ein, bis zu den Ellbogen. Es fühlte sich unheimlich gut an. Dick, schleimig, dreckig. Es war super. Und plötzlich war es nicht mehr super. Ich realisierte, in was für eine schwierige Lage ich mich gebracht hatte. Das Öl klebte an mir, tropfte von meinen Fingerspitzen. Ich versuchte es loszuwerden, aber machte alles nur noch schlimmer. Dann versuchte ich es abzustreifen, abzuwischen, aber nichts half. Ich rannte in die Garage und holte einen alten Lappen und versuchte es alles wegzuwischen. Das Einzige, was ich damit erreichte, war, dass alles noch schlimmer wurde. Zu diesem Zeitpunkt war ich in Panik. Ich schlich mich ins Badezimmer und schrubbte wie verrückt mit Wasser und Seife. Aber das Einzige, was ich damit erreichte, war, dass sich das Öl über auf mir verteilte. Und überall auf den weißen Porzellan des Waschbeckens, den weißen Fliesen,
Versuch, alles sauber zu machen, vergrößert nur das Chaos. Mir blieb nur noch eins übrig. Papi! Ich hörte seine Schritte aus dem Wohnzimmer kommen, wie er den Flur entlang ging. Und als er die Tür öffnete, brach ich in Tränen aus. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er einer meiner ölverschmierten Hände und führte mich in die Küche. Aus dem Schrank unter der Spüle holte er eine Flasche hervor und drückte eine körnige Waschpaste, die nach Orangen roch, in meine Hände. Er half mir, die ölige Schmiere abzuwaschen. Ich sah, wie der ganze Dreck im Abfluss versank. Sünde richtet ein ungöttliches Chaos an. Sie richtet ein Chaos in uns an. Sie richtet ein Chaos mit Dingen und mit Menschen an, wenn wir versuchen, die Sünde abzuwischen, zu decken. Aber wir können sie nicht loswerden. Bis uns jemand etwas Kraftvolleres gibt. Die gute Nachricht ist, wenn wir Jesus um Hilfe bitten, hat er dieses Kraftvollere zur Hand. So, welches Chaos hast du vielleicht hinterlassen? Das ist ein Bild, was ich so einschneidend finde für Ostern, by the way. Ostern hat diese Komponente, sind zwei enge Freunde von Jesus, Jünger, der Judas Iskariot, hat sein Leben alles schlimmer gemacht. Er hat Jesus verraten für Finanzen. Und Jesus geht ihm entgegen im Garten Gethsemane, küsst ihn und sagt, mein Freund. Und statt Judas die Vergebung angenommen hätte, hat er sich selber umgebracht, weil er konnte sich nicht vergeben, diesen Fehler, den er gemacht hat. Er hat alles noch schlimmer gemacht. Petrus hat am gleichen Tag auch einen krassen Fehler gemacht. 3-mal haben sie gefragt, hey Petrus, du bist doch der Jesus nachfolgt. Und Petrus sagt, nein, noch nie gehört. Ich folge ihm weder auf Instagram, noch auf TikTok, noch nie gehört. Hat 3-mal gelogen, dass er Jesus kennt. Einer der engsten Freunde von Jesus, muss ich mal vorstellen. Und dann läuft der Petrus weg und eines Tages geht Jesus ihm entgegen. Und Petrus sagt, ja, ich habe versagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und Gott hat seine Kirche auf den Petrus gebaut. Der eine wurde lebendig und der andere ist gestorben. Und wenn ich über das Chaos spreche, möchte ich fragen, bist du ein Judas oder bist du ein Petrus? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Beide sind dem Jesus nachgefolgt, haben die Zeichen gesehen, die Wunder gesehen. Wir würden sagen, wenn ich die Wunder von Jesus gesehen hätte, würde ich nie mehr zweifeln. Dann frag mal den Judas. Weil Wunder können dich bewegen, aber oft hat es nichts zu tun mit der Freundschaft, den wir haben mit diesem Jesus. Sondern bist du ein Judas oder bist du ein Petrus, der eingesteht, ich habe es total verbockt. Und ich möchte fragen, was ist dein Chaos?
Vielleicht hast du keinen Chaos in deiner Beziehung, dann sag ich dir Halleluja, praise the Lord, good for you. Aber die meisten von uns haben ein Chaos in den Gedanken. Ein riesen Durcheinander in den Gedanken. Und die einen haben ein riesen Chaos im Herzen und die anderen ein riesen Chaos in der Seele. Seele kann bedeuten, du bist enttäuscht von Menschen, du bist enttäuscht von Gott, von einer Situation, ein riesengroßes Chaos. Und ich habe das euch schon erklärt, vor ungefähr 3-4 Wochen habe ich eine Kampagne gestartet. Und ich habe euch motiviert, nehmt einen Stein und schreibt das Thema drauf, wo ihr ganz konkret Mühe habt. Und ich habe ja einen Bibelvers gezogen, was heißt, niemand soll dir deine Freude rauben. Und das Wort niemand hat mich so getriggert. Dann habe ich das Wort niemand auf den Stein geschrieben und ich habe mich entschieden, 3 Wochen zu fasten für diese Niemanden. Niemanden sind ja Menschen, Situationen in meinem Herzen ein Chaos und auch in meinem Gedanken ein Chaos. Das Interessante ist, wenn du fastest, Fasten an und sich ist nicht gut, ist schwierig, ist auch nicht sexy. Also Fasten heißt verzichten, es ist immer schwierig, oder? Aber das Resultat, wenn du fastest, ist gewaltig. Sondern die Bibel sagte, du machst dein Fleisch schwach und dein Geist wird kristallklar. Und ich habe dann gedacht, so, diese Niemanden werde ich lösen. Und was geschieht beim Fasten? Dass plötzlich Themen hervorkommen, die waren schon immer da, aber die habe ich weggewischt. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass niemand ist das kleinste Problem in meinem Leben, sondern plötzlich kommen Themen hervor. Und das hat mich total überrascht. Das können so Götzen sein, die man das Gefühl hat, ich habe mit dem kein Problem. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du einen Durchbruch in deinem Leben erleben willst und du hast ein Chaos hinterlassen, dann möchte ich dir sagen, wenn du beginnst zu fasten und zu beten, das kann sein, du verzichtest auf den Kaffee, auf Alkohol, auf Social Media, wenn du das alleine tust, wirst du spüren, dass die Auferstehungskraft von Jesus kommt total durch in deinem Leben. Und das, was chaotisch ist, wird wieder zu einem neuen Leben. Ich hatte 6 Punkte, für das ich gefastet habe. 4 haben sich erfüllt. Und einer hat sich noch nicht erfüllt. Und einer merke ich plötzlich, ich habe noch keine klare Vision. Und für die eine Sache werde ich jetzt nochmals eine Woche weiter fasten. Ich habe gedacht, also diese eine Woche, die gebe ich mir nochmals. Weil ich möchte diese Chaospunkte, das sind Chaospunkte in deinen Gedanken, in deinem Herzen und der Seele, die muss man lösen können mit Jesus. Und das ist mega, mega, mega wichtig, weil ich möchte nicht die Fehler machen wie Judas, dass ich gewisse Dinge umbringe in mir drin, sondern ich will, dass sie zu einem neuen Leben entstehen. Darum ist meine Frage an euch, was ist dein Chaos, wo du versuchst, mit deiner Kraft, mit deiner Motivation zu besser machen, aber es wird nur noch schlimmer. Und es gibt so eine Geschichte im Alten Testament und das ist für mich fasst das die Osterbotschaft ganz, ganz gewaltig zusammen. Ich gebe euch ganz kurz den Background und das ist David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, gell, das muss ich dir mal geben. Eines Tages haben sie einen Kampf, David geht nicht in den Kampf, sieht eine wunderbare Frau, er schläft mit der Frau, er macht Ehebruch und dann hat er ein Problem. Hat gedacht, wie kann ich das Problem lösen, weil sie wird ein bisschen schwanger. Und dann wird es offensichtlich, schickt den Mann von der Frau, wo er Ehebruch gemacht hat, in den Krieg, an die vorderste Front, dass er hoffentlich stirbt. Und dann stirbt er. Und dann ist die Geschichte erledigt. Niemand hat es gewusst, niemand hat es gesehen, niemand nahm Notiz. Und das ist der Punkt, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, niemand hat Notiz genommen, niemand hat es gesehen, niemand weiß es, aber du machst mit dem noch einen größeren Chaos, weil plötzlich merkst du, dein Schlaf ist nicht mehr so ruhig. Wie schläfst du? Und Sünde, die man macht, hat eine Auswirkung immer auf deinen Körper. Viele werden krank, man sagt 80% der Krankheiten ist nicht vererbt, ist einfach psychisch, weil man Dinge wie nicht vergeben konnte, man hat das nicht losgelassen und das hat eine Auswirkung auf deinen Körper. Und David hat gedacht, das ist kein Problem, bis Gott einen Propheten schickte und sagte, hey David, da ist ein Mann, der hat Ehebruch gemacht. Und dann sagte David, dieser Mann muss man steinigen. Du kannst oft zu einem Richter werden für andere Leute, du zeigst mit dem Finger religiös und 4 Finger sagen, es wäre besser, halt den Ball flach. Dann sagt der Prophet David, ist kein Problem, das Problem das bist du. Ah ja, dann, sagte David, dann muss ich um Vergebung bitten. David hat erst dann Buße getan, als er merkt mit dem Rücken zur Wand, ich werde gesteinigt.
Und die meisten von uns, das ist so ein Phänomen, machen dann Buße, wenn du merkst, ich habe keinen Ausweg mehr. Und David beginnt dann in Psalm 32, Vers 1 bis 2. Und für mich ist da die Botschaft drin von Ostern. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Für David, Gott hat mir meinen Mord vergeben, das ist krass, meinen Ehebruch vergeben. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Und jetzt muss man mal das Wort kein falsches Spiel unterstreichen, weil wir sind in der Tendenz, immer ein falsches Spiel zu machen. Zum Beispiel, wenn dein ganzes Leben zusammenbricht wie ein Kartenhaus, dann sagen wir, Gott, wenn du mich aus dieser Situation rettest, ich schwöre dir, Ehrenwort, ich werde von nun an mein ganzes Leben dir weihen. Kennst du diese Sätze? Jakob, im Alten Testament ein Betrüger, hat alles betrogen, den Bruder betrogen für das Erstgeburtsrecht. Ein unglaublicher Betrüger. Dann ist der Bruder ihm entgegen und der Bruder hat gesagt, ich werde dich umbringen. Und mit dem Rücken zur Wand sagt Jakob, Gott, ich habe ein Problem. Er will mich und meine ganze Familie ausrotten. Und dann sagt Jakob einen ganz interessanten Satz. Gott, wenn du mich befreist, mich und meine ganze Familie, dann werde ich ab nun dir von jetzt an den 10. Teil von allem geben, was ich bekomme. Merkst du was? Das ist Manipulation im höchsten Grad. Und ich kann dir eines sagen, Gott geht auf Manipulation sowas von gar nicht ein. Du kannst Gott versuchen zu manipulieren, aber es beeindruckt Gott nicht. Ich kann dir eines sagen, weil Gott ist doch nicht bereit, dich einzuspannen lassen in deinen Wagen, wo du bestimmst, in welche Richtung es geht. Es gibt einen Unterschied, ob Gott dein Chaos löst, aber Gott lässt sich nicht in deinen Wagen einspannen. Und darum sind so viele Christen enttäuscht. Ja, Gott hat das nicht gemacht und das nicht gemacht. Ja, logisch, weil du bist eine blinde Maus. Du bist wie ein Schneckenfrosch. Du versuchst aus deiner Perspektive die Größe Gottes zu erklären und da steigt schon Gott gar nicht ein. Gott steigt nicht da runter. Es ist ein ganz einfaches Bild. Da habe ich einen Bleistift da. Gott hat keine Grenzen von der Zeit. Wir sehen einen Bleistift, unser Leben immer in einer Perspektive, von einem Moment, oder? So, Gott hat keine Zeit und kein Raumproblem. Gott ist hier mit Antworten. Gott sieht alles. Gott sieht den Anfang vom Bleistift. Gott sieht das Ende vom Bleistift. Gott sieht die Farbe. Gott sieht sogar das Label. Gott kann den Bleistift so drehen, so drehen. Er hat eine 3-Dimension. Gott ist der Anfang und das Ende. Und jetzt mit anderen Worten, Gott sieht auch, was du machst. Alle deine Entscheidungen sieht Gott schon das Ende, weil er ist nicht gebunden in Zeit und Raum. Versteht ihr das? Und diese Dimension Gottes bedeutet, dass Gott sich nicht einspannen lässt in deinen Plan. Weil Gott sagt, sorry, dein Plan ist so limitiert von dem, was du siehst, was du erlebt hast, ist so kleinkariert, da gehe ich nicht hinein. Sondern Gott nimmt unser Leben und möchte eine große Perspektive. Und plötzlich merkst du, dass der Plan Gottes ist größer als meine Perspektive. Darum, Gott hat kein Zeit- oder Raumproblem, sondern Gott ist dreidimensional, sieht der Anfang und das Ende. Gott kann drehen und wenden, wie er will. Und darum, liebe Freunde, wird Gott niemals auf das Spiel eingehen, das wir betreiben. Ist auch nicht so, ich kann Gott auch nicht durch mein Fasten zwingen, dass er etwas ändern muss, sondern Fasten bedeutet, ich mache bewusst mein Fleisch, den alten Leo, schwach, bewusst, ich mache diesen kaputt, damit der Geist nach vorne kommt. Versteht ihr? Also mach kein Spiel, das kommt nicht gut an. Und jetzt habe ich gelesen in der Schweizer Zeitung, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es gibt eine Zeitung, die war immer extrem linksorientiert. Und seit ein paar Wochen schreibt die Zeitung extrem krasse Texte über Gott und über die Christen. Zum allerersten Mal habe ich gedacht, was ist mit denen passiert? Gibt einen Artikel, ich habe auch die Quelle gebracht, und sie haben herausgefunden, und der Mann ist nicht Christ, hat gesagt, gläubige Menschen sind gesünder, kennen klare Gesetze und den Sinn des Lebens. Weil religiöse Menschen erleiden weniger Herzinfarkte, Halleluja, praise the Lord, sind weniger übergewichtig, Halleluja, praise the Lord. Haben bessere Blutdruckwerte, Halleluja, praise the Lord. Ein kleineres Risiko von Drogen, Alkohol zu verfallen. Das ist eine Studie, die man gemacht hat mit den Menschen auf der Welt. Und ich kann das sagen, weißt du warum? Weil was auch immer wir falsch gemacht haben, wir können sagen wie David, wenn Gott uns vergibt,
Das kannst du nicht vorstellen. Du hast einen Neuanfang, den haben wir gar nicht verdient. Die Statistik geht weiter. Auch psychisch sind wir gesünder. Wir haben weniger Stress, leiden weniger an Depressionen, an psychischen Krankheiten. Und wir werden im Umfeld häufig als warm und liebevoll und zuvorkommend und sympathisch wahrgenommen. Come on! Lass uns Gott einen Applaus geben. Auch da, überall. Come on, come on, come on! Liebe Leute, ich sage ja auch warum. Ganz einfach. Wenn du dein Leben so verkackt hast wie David, wenn du jemanden umbringst, bewusst, wie kannst du dir vergeben? David hat kein Spiel gemacht bei Gott. Er wollte es verstecken. Es heißt hier weiter in Vers 3 und 4. Ich wollte meine Schuld verheimlichen. Davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich eine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Das ist ein mega, mega krasses Bild, das uns hier David sagt. Und er sagt mit anderen Worten, wenn wir Dinge verheimlichen, auch wenn du jetzt ein wiedergeborener Christ bist, ich spreche nicht von deiner Erlösung, gell? Wenn du gläubig bist, du hast ein Ticket in den Himmel, ich spreche nicht von deinem Ticket. Wir sprechen oft über unser Ticket. Du hast ein Ticket, ich spreche nicht. Das Ticket kann dir nicht genommen werden, heißt aber nicht, dass dein Lifestyle okay ist. Hat mit dem noch gar nichts mehr zu tun. Du kannst dein Heil nicht verlieren, aber du kannst Dinge noch immer verbocken und das hat eine Auswirkung. Du merkst Fehler, die wir begehen, die man nicht auf den Tisch bringt. Raubt dir deine Kraft. So wie ein Mandarinchen. Es fehlt dir den Schutz. Vergebung ist wie ein Schutz beim Mandarinchen. Und wenn du nicht diese Vergebung in Anspruch nimmst, legst du ein Mandarinchen in das Wasser und es zieht das nach unten. Das ist das, was du spürst. Es zieht dich total nach unten. Man kann das wie nicht erklären. Du bist schutzlos deinen Umständen ausgeliefert. Und David sagt, das habe ich genau erlebt. Ich spreche nicht nur zu den Leuten, die sagen, ich habe sexuell oder familientechnisch was verkackt. Ich spreche jetzt auch zu uns, die geistlich ein Durcheinander haben. Im Moment haben viele Leute geistlich ein Durcheinander. Deconstruction, man nimmt die Bibel auseinander, vergisst dann, wie sie wieder zusammenzubauen. Man hat Zweifel, gibt es Gott wirklich über die Heilung? Ich kann jetzt wieder verschiedene Themen nehmen, wo Christen so enttäuscht sind von Gott, das nicht in die Reihe bringen. Es bringt einen riesen Chaos in dein Glaubensgebilde. Und dann hast du auch Christen, die dich enttäuschen. Und ich kann dir eines sagen, ich bin nicht enttäuscht von den Christen, weil ich habe von den Christen noch nie etwas erwartet. Noch nie. Lege nicht deine Erwartung in deine Kinder. Kannst schon machen, außer du willst enttäuscht werden. Sie kommen nicht so raus, wie du gedacht hast, anders. Anders heißt nicht gut oder falsch, sondern einfach anders. So, wenn du deine Hoffnung hineinsetzt in Situationen, in Menschen, in Dings, wirst du andauernd enttäuscht werden und das wird dich nach unten ziehen, ganz, 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 ganz gewaltig. Ich habe bewusst die letzten Monate über Enttäuschungen gesprochen, weil das ist das Thema, das mir andauernd zu Ohren kommt. Menschen sind enttäuscht von der Microchurch, von online, von live, von mir, von dir, von Gott. You name it. You name it. Und darum ist es so wichtig, dass du deine Seele in einer Balance hältst. David sagte, ich wurde krank, es hat mich nach unten gezogen und man müssen lernen, die Kirche ist kein Museum von den Heiligen. Wir sind ein Spital, wo Gott heilt, wiederherstellt und auch verbindet. Das Beste an Kirche ist Jesus. Amen? Auch an Microchurch, auch Jesus. Aber wenn du deine Hoffnung in Menschen investierst, es wird dich nach unten ziehen, ganz, ganz gewaltig. Und dann geht David weiter. Er sagt im Vers 5, endlich, unterstreiche mal das Wort endlich. Warum fällt es uns so schwer, das zu sagen? Warum? Du glaubst, wenn du Dinge versteckst, dass dein Schaufenster sieht gut aus, aber sag mal ehrlich, du kannst nach außen die beste Show machen, du kannst dich make-upen, du kannst alles faken, aber innerlich bist du ein Wrack. Innerlich wirst du krank, innerlich wirst du depressiv, innerlich zieht sie nach unten, weil wir denken oft, wenn Menschen wissen, dass ich nicht perfekt bin,
dann haben sie ein Problem. Mir hat letzte Woche jemand zu mir gesagt, ich staune über mich. Du hast kein Problem, Englisch zu predigen, obwohl du weißt, deine Grammatik ist nicht gut. Ich sage, ja, mit dem habe ich kein Problem, weil ich bin, was ich bin. Und wenn du ein Problem hast mit perfekter Grammatik, komm auf die Bühne, mach es besser. Findest du niemand, der den Mut hat? In der Schweiz sowieso niemand. Kritisieren ist einfach, außer man macht es. Dann denkt man, oh, OMG, ist nicht gut. Also hör auf zu spielen. Du kannst auch Christentum spielen in der Church, kannst hier hinkommen, bist ein most holy Christian with a lifted anointing hands und gehst nach Hause und die Kinder, alles was sie erleben, ist ein geheucheltes Christentum. Bringt nicht viel, du machst mehr kaputt. Ich gestande meine Sünden, mein Unrecht wollte ich dir nicht länger verschweigen und ich sage, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast meine, unterstreich das Wort, ganze Schuld vergeben. Nicht nur ein bisschen, sondern alles, alles, alles. Und das bedeutet, dass Vergebung ist wie ein Mandarinchen Mantel, Schale. Siehst du das? Wenn du Vergebung erlebst, kann deine Situation eine riesengroße Katastrophe sein. Du wirst hineingeschupft, aber du bleibst oben. Und das ist die Botschaft von Ostern. Du bleibst oben, weil du eine Hoffnung hast, die die Welt nicht hat. Ich möchte enden mit einer Geschichte, oder ich werde enden mit einer Geschichte. Wenn ich für Menschen bete, die krank sind, habe ich festgestellt, 99% der Heilungen, die ich erlebe, und das sind wirklich nicht wenige, hört sich ein bisschen arrogant an, ich habe es bewusst so gesagt, hat mit dem zu tun. Die meisten Heilungen, die ich sehe, ist immer dann, wenn Menschen, Christen, ihre Themen auf den Tisch legen. Weil Sünde wächst am besten in der Verborgenheit. Alles, was nicht am Licht ist, zieht dich nach unten. Und immer da, wo Menschen kamen und haben gesagt, Leo, ich habe so einen krassen Fehler gemacht. Und niemand weiß es. Frage ich, ja, wie lange machst du das schon? 8 Jahre. Und die kommen in die Church und niemand hat es gesehen. Jedes Mal, wenn das jemand auf den Tisch legt, habe ich 99% gesehen, dass Jesus die Person geheilt hat. Die Bibel sagt, bekennt eure Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. Einer meiner ersten Predigten war in Stuttgart gewesen, da kam ein junges Mädchen rein mit einem Stock. Sie konnte nicht mehr richtig gehen. Und die Ärzte haben gesagt, das wird dein Leben sein. Und sie war eine Christin, gläubig, wiedergeboren, kommt da in diesen Event hinein. Ich habe darüber geredet, genau das gleiche wie heute. Bringt einen Fisch auf den Tisch, legt es auf den Tisch. Sie kommt nach vorne, Tränen in den Augen, legt ihre Geschichte nieder und sagt, ich habe das und das und das und das falsch gemacht. Und niemand weiß es. Niemand weiß, außer Leute wissen, ich habe eine Beeinträchtigung mit meinem Fuß. Und wo sie das bekennt und ich für sie betet, sagt sie plötzlich, meine Güte, ich spüre, wie mein Bein heiß wird. Und dann legt sie den Stock auf die Seite und sie rennt hin und her und sagt, ich bin geheilt. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, weil ich bis heute einen Link sehe. Da, wenn du deine Themen auf den Tisch bringst, nicht heimlich Dinge tust, sondern sagst, look, das ist mein Thema. Das ist mein Challenge. Das ist mein Stein. Und ich brauche da die Gnade Gottes. Das geschieht nur dann, wenn du das auch willst. Meine Frage ist, willst du von diesen Dingen frei werden? Man sagt, du bist so gesund, wie du auch deine Themen auf den Tisch legst. Und ich werde heute mit euch beten, und das ist für mich eine ganz einfache Osterbotschaft. David sagt mit anderen Worten, ich habe mein Leben verkackt. Ich habe bewusst Dinge falsch gemacht. Ich habe Menschen unglaubliches Leid angetan. Aber David hat diesem Chaos ein Ende gemacht. Und hat das vor Gott bekennt und niedergelegen. Und findest du in der Bibel ein Wort, wo Gott ihn anklagt? Findest du ein Wort, wo Gott ihn anklagt? Nein, der Ankläger ist der Teufel. Und sagt, wer bist du, dass du glaubst, wenn du jemand mordest, dass Gott einfach sagt, schwamm drüber, ist alles gut. Der Ankläger hat eine Logik, sagt, nee, das ist zu einfach. Aber die Bibel sagt,
die treu sind, die Themen auf den Tisch legen, denen werden die Sünden und alle Fehler vergeben. Und nichts hat mehr ein Anrecht auf dein Leben. Ich werde jetzt beten mit euch. Und wenn du ein Thema hast, wo du bekennen musst, irgendjemand, dann ist es Ostern ist dein Thema. Es beginnt mit einem Chaos, Karfreitag, ein Chaos. Dann nimm das an, bekenne es mit deinen Lippen, auf dass du gesund wirst. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen, live, online, Microchurches. Und ich werde zuerst ein Gebet beten für alle, die vielleicht weit weg von Gott sind. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Das ist Ostern, ist die Botschaft. Ich möchte und ich werde einen Freund von Jesus werden. Dann bete mit mir und sag, lieber Jesus, hier bin ich. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe Dinge bewusst falsch gemacht. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und meine Fehler. Und ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Ich lege mein Leben in deine Hände. Leite und führe mich. Segne und beschütze mein Leben. Und das Wort Amen heißt, so sei es. Und ich rufe dir zu, alle deine Sünden und alle deine Fehler sind dir vergeben. Gott trägt deinen Namen in das Buch des ewigen Lebens, der zum Himmel gehört. Du bist eingetragen am Nun, sagt Gott, du bist kein Sünder und keine Sünderin mehr. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Du gehörst zu dieser Familie, du hast einen neuen Vater. Und jetzt möchte ich dich einladen, Gott deine Themen ganz ehrlich auszusprechen innerlich. Es ist nicht okay, ein Heuchler zu sein. Es ist nicht okay, so zu tun, als wäre ob. Das ist ein absolutes No-Go. Da geschehen auch keine Wunder. Weil Gott geht nicht auf den Deal ein, wie bei Jakob. So, lass uns einen Moment in dieser Stimmung bleiben, wo du dein Herz Gott ausschüttest. Das bedeutet, wenn du eine Familie zerstört hast durch eine Affäre, du hast sie zerstört, es gibt kein anderes Wort. Du hast sie nicht besser gemacht, du hast deinen Kindern den Glauben an Familie geraubt. Ich sage es bewusst ganz, ganz scharf, weil wir dürfen Dinge nicht schönreden. Der erste Schritt beginnt, dass du einsiehst, es ist ein Schmerz. Es tut weh. Ich habe nicht nur Menschen enttäuscht, ich habe Gott enttäuscht, aber ich habe auch mich enttäuscht. Und es gibt Dinge, die kann man nicht wiederherstellen. David konnte diesen Mann nicht zu einem neuen Leben wiederherstellen, er war tot. Es beginnt mit dieser unfassbaren Schmerz. Und jetzt bitte ich Jesus, komm in diesen Schmerz hinein. Heile diesen Schmerz. Vergib mir. Sei mir gnädig. Habe Erbarmen mit mir. Und das ist die Position, wo ich merke, das habe ich nicht verdient. Der Glaube an Gott bedeutet, du hast es, niemand von uns hat es verdient. Und das Dritte, Jesus öffnet ein neues Buch. Das ist eine weiße Seite. Und er schreibt nochmals ein neues Kapitel. Und ein neues Kapitel ist ein neues Kapitel. Darum sind wir Christen glücklicher, weil wir wissen, ich habe ein neues Kapitel. Gott beginnt nochmals neu. Siehe, ich mache was Neues.
Das Alte ist vergangen. Stell dir vor, es ist ein neues Papier. Vielleicht hast du in deiner Freundschaft versagt. Gott bringt neue Freunde in dein Leben. Eine neue weiße Seite. Das ist Ostern. Was blutrot ist, wird schneeweiß. Was scharlachrot war, wird weiß wie Wolle. So, ich bitte dich jetzt für ein paar Momenten einfach zu vorstellen, Gott schreibt eine neue Seite. Das ist Ostern. Er wäscht alles rein. Das ist eine Hoffnung, die Menschen ohne Gott nicht haben. Wie auch immer. Das ist eine Kraft in uns. Das ist eine Substanz in uns. Das ist eine Hoffnung in uns. Ich kann aufstehen. Es ist nicht mein Ende. Gott macht aus krummen Zeilen nochmal etwas gerade. Es ist ein weißes Blatt Papier. Wie bei Petrus sagte Jesus, auf dich baue ich jetzt meine Church. Das ist ein neues Blatt Papier. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.